Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. So schön, dass du mit dabei bist. Heute wahrscheinlich Abend Nummer 6 für dich, wahrscheinlich Abend Nummer 2, Nummer 3. Vielleicht hast du heute das erste Mal zugeschaltet. Ich bin Paul, neben mir ist Noah. Hallo. Und wir freuen uns, gemeinsam mit euch einfach heute Abend ins Gebet hineinzustarten. Wir haben gesagt, dass wir das ICF Zürich wie jedes Jahr die erste Woche im Jahr einfach stark starten wollen, nämlich mit Gebet, indem wir einfach Gott unsere Anliegen bringen und erwarten, dass er anfangs des Jahres schon was tut. Come on. Wir haben das neue Buch von Susanna und Leo Bigger, das Träume wie niemals zuvor. Heute schauen wir das Thema Gottes Kunst ist mit dir. Gottes Kunst ist mit dir. Genau. Ja. Paul, mach uns mal einen kleinen Recap, wie geht die Geschichte von Josef weiter? Hey, ja, wie die Geschichte von Josef weitergeht. Also Josef wurde ja als einer von 12 Knaben, wurde er ja geboren, wurde von seinen Brüdern verkauft nach Ägypten und da ist er dann bei einem Potiphar gelandet. Und das ist die Geschichte, die wir heute sehen und einfach hineingehen wollen, weil da kommt eigentlich die Gunst so richtig zur Geltung. Da sehen wir einfach wirklich in dieser Geschichte, wie Gott Gunst hatte mit Josef. Und da wollen wir einfach heute mit dir gemeinsam in das Thema hineintauchen, das Thema Gunst. Ich weiß nicht, was das Thema bei dir so auslöst, ob du sagst, du bist jemand, du hast Gunst oder bei den Menschen oder bei Gott oder nicht. Und wir wollen da einfach hineintauchen und sehen, was sagt die Geschichte von Josef zu uns und auch die Bibel. Genau, wir gehen gleich in die Definition von Gunst. Gunst bezieht sich im Allgemeinen auf eine besondere Wertschätzung, ein besonderes Wohlwollen oder eine besondere Begünstigung, die jemand von einer anderen Person oder von Gott erhalten kann. In Bezug auf die Beziehung zu Gott bezieht sich Gunst auf die Liebe, das Wohlwollen und die Fürsorge, die Gott für eine Person empfindet, sowie auf die besondere Hilfe und Unterstützung, die Gott dieser Person schenkt. In der Bibel wird Gunst oft als Gottes unverdiente und übernatürliche Unterstützung und Wohltat für seine Kinder beschrieben. Die Bibel betont, dass die Gunst von Gott nicht nur aufgrund unserer eigenen Verdienste oder Bemühungen verdient werden kann. Sie wird uns aufgrund von Gottes Gnade und Barmherzigkeit geschenkt. Ja, die Definition von Gunst ist, dass es einfach ein Geschenk Gottes ist. Genau. Und ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben. Ich habe dich vorhin schon gefragt, aber schreibe doch mal auf, wo hast du die Gunst Gottes in deinem Leben erlebt? Sei das jeden Tag, wenn du aufstehst, sei das da wo du bist, in der Arbeit. Lass uns doch ein bisschen einen Praise Report machen und teilen, wo haben wir Gunst Gottes in unserem Leben. Noah, hast du dazu ein Beispiel aus deinem Leben? Die Gunst Gottes, ich glaube, ich war an einem schlimmen Ort vor ein paar Jahren, vor ein paar Monaten. Letztes Jahr habe ich meine Prüfung nicht bestanden und habe dann eine 3-jährige Ausbildung gemacht, aber ich habe es nicht bestanden und dann hatte ich nichts und ich war dann ein paar Monate lang auch arbeitslos und ich habe mich nicht für das RAF, oder wie heißt das? Ja. Einfach das Arbeitslosending habe ich mich nicht angemeldet, weil ich gedacht habe, brauche ich noch nicht. Und dann irgendwann hatte ich dann ein Gespräch mit Joel Vögeli und der hat dann gesagt, ja komm ins ICF, arbeite mit den Kids. Und dann habe ich hier angefangen und es war ganz unerwartet, aber Gottes Gunst war auf meinem Leben, weil jetzt mache ich etwas, das ich nicht gedacht habe, dass ich machen könnte. Also ich bin in einer Position, die ich liebe, in einer Arbeit, die ich liebe, mit einer Kirche, die ich liebe, mit Kollegen, die ich nicht hätte, wenn ich nicht in dieser Position wäre. Ich glaube, das ist das Aktuellste. Ja, vielen Dank, Noah. Hey, schau mal, einige haben auch geschrieben, wo sie Gunst von Jesus erleben. Sammy SHD schreibt, habe Kopfschmerzen von zu viel am Computer sitzen. Gottes Gunst erlebt, dass ich 17 Jahre keinen Alkohol mehr trinke. Danke, Jesus. Die Fahrschule, die Fahrprüfung, die bestanden wurde beim ersten Mal sehr cool. Gratuliere, Conny. Martina schreibt, danke, bekomme ich Gottes Gunst zu sehen. Dabei zeigt er sich total. Danke, Herr. Frederik schreibt, dass er nach so vielen Abbrüchen einfach immer noch willkommen bei Gott ist.
Ja, es ist einfach schön, wenn Gottes Gunst sich einfach zeigt in unserem Leben. Mega, Und das mega. ist auch das, was wir bei Josef erleben und auch jetzt hineintauchen möchten. Lass uns doch jetzt einfach für die Gebetszeit, die wir gemeinsam hineingehen, einfach beten, dass auch die Gunst Gottes jetzt in der Gebetszeit da ist. Yes. Und dass wir einfach von dieser Gunst einfach schmecken dürfen, einfach tasten dürfen. Willst du uns ins Gebet leiten? Yes. Ja, Herr, danke bist du hier. Danke ist deine Gegenwart hier. Danke dürfen wir uns bereit machen. Und ich mache mein Herz jetzt bereit vor dir, Jesus, dass ich mehr von dir spüren darf, dass ich mehr von dir fühlen darf, dass ich mehr von dir sehen darf. Und ich danke dir für all das, was du mir heute Abend schenken möchtest, für all das, was ich heute Abend loslassen darf und für die Durchbrüche, die heute Abend passieren werden. Danke, bewegst du deinen Arm, Herr, und ja, hast du einfach deinen Segen über diese Gebetszeit. Für all diese Zuschauer, die jetzt zuschauen oder auch in ein paar Tagen oder Wochen, dass wir einfach dich spüren dürfen, dass wir näher in deine Gemeinschaft gehen dürfen. Und ich lade dich einfach ein, Heiliger Geist, dass du uns einfach führst jetzt in den kommenden paar Minuten, die wir gemeinsam beten, da wo wir zu Hause sind, dass du uns einfach führst, Heiliger Geist, und uns einfach hilfst, was zu beten oder du einfach uns zu Hause hilfst. Wie können wir Ermutigung in den Chat hineinschreiben? Ja. Amen. 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 Hey, ja, wie wir schon vorhin gesagt haben, wir tauchen hinein da an dem Ort, wo Josef ist, bei Potiphar, und da, wo wir einfach sehen, wie die Gunst Gottes sich richtig zeigt im Leben von Josef. Wenn du eine Bibel zu Hause hast, darfst du aufschlagen, 1. Mose 39, 1-6, oder es wird dir eingeblendet. Und wir tauchen zuerst in die Geschichte ein und dann nehmen wir Dinge hinaus zu beten. Josef war nach Ägypten gebracht worden. Potiphar, ein Minister des Pharaos und Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, kaufte ihn von den ismaelitischen Händlern. Der Herr half Josef und ließ ihn alles gelingen, während er im Haus seines ägyptischen Herrn arbeitete. Potiphar bemerkte, dass der Herr mit Josef war und ihm alles, was er unternahm, Erfolg schenkte. Deshalb fand er seine Gunst und wurde Potiphars persönlicher Diener. Schon bald übertrug Potiphar Josef die Aufsicht über sein Haus und die Verwaltung seines gesamten Besitzes. Von jenem Tag an segnete der Herr Potiphar und Josefs Willen. Alle Arbeiten im Hause gelangen, die Ernte fiel gut aus und sein Viehstand vergrößerte sich ständig. Deshalb gab Potiphar Josef Vollmacht über seinen ganzen Besitz. Er kümmerte sich in seinem Haus um nichts mehr, außer um sein eigenes Essen. Josef war ein gut aussehender junger Mann. Sehr wichtig. Sehr wichtig, das Aussehen. Und auch alles, was Josef anfasste, wurde sozusagen zu Gold. Alles, was er anfasste, gelang ihm. Und da sind wir in dieser Geschichte und fragen uns, okay, was war der Trick, Josef? Was ist das, was wir auch machen können, was wir in die Hände nehmen können, damit auch Gottes Gunst da ist? Und ich möchte kurz so in einige Gedanken hineingehen, wo dich ermutigen sollen und dich nicht herunterziehen sollen jetzt. Vielleicht denkst du, oh, in meinem Leben sehe ich nicht so viel Gunst wie Josef. Aber ich möchte dir sagen, die Gunst Gottes ist mehr auf deinem Leben, als du denkst. Und es ist irgendwie spannend, weil Josef hatte einen Großvater und Urgroßvater. Sein Großvater war der Isaac und sein Urgroßvater war der Abraham. Und was wir eigentlich lesen in der Bibel ist, dass Gott einen Bund schließt mit Abraham und sozusagen die Blutslinie von Abraham segnete. Und was Josef eigentlich machte, ist, er tretete in die Blutslinie hinein von Abraham. Er bekam einen Traum, dass Gott ihn irgendwo hinführen wird. Und dieser Traum war eigentlich für Josef in seinem Herzen. Und Josef wusste, oh, Gott kommt irgendwie mit mir ans Ziel. Und was heißt es jetzt für dich und für mich? Ich glaube, was das für uns heißt, ist, wo auch immer Gott uns eine Segenslinie gibt, eine Blutlinie gibt,
dann ist seine Gunst darin. Und die haben wir mit Jesus bekommen. Wir haben mit Jesus eine neue Segenslinie. Das ist meine Message heute für dich, bevor wir beten. Mit Jesus haben wir eine neue Segenslinie. Und wenn wir da in die Segenslinie hineingehen, dann erleben wir immer und immer wieder Gunst Gottes. Und ich möchte jetzt einfach beten, dass wir Gott Danke sagen, dass er ein Gott ist, der uns hineinholt in seine Segenslinie. Wie Josef in der Segenslinie von Abraham war, sind wir in der Segenslinie von Jesus. Und somit haben wir auch Gunst bei Gott gefunden, weil wir seinen Sohn angenommen haben. Ja. Und ich danke dir jetzt einfach, Jesus, dass wir in deine Segenslinie hineinlaufen können. Ich danke dir, dass du den Preis bezahlt hast am Kreuz von Golgatha. Du hast unsere Schuld, unsere Sünden auf dich genommen. Und ich danke dir, dass wir jetzt einfach einen Moment hier im Studio und auch zu Hause der Dankbarkeit machen können. Wo wir einfach sagen, wir sind dankbar für dich. Wir sind dankbar, dass wir in eine neue Familie hineingekommen sind. Und ich danke dir, dass in deiner Linie Gunst vorhanden ist. Ja. Wir danken dir für deine unendliche Liebe, Jesus, die du für uns hast, und durch dich dürfen wir zu Gott kommen. Durch dich dürfen wir diese Gnade und diese Gunst erlangen. Danke dürfen wir dieses Erbe annehmen und dürfen wir wissen, dass wir in deine Fußstapfen treten können. Dürfen wir wissen, dass du schon gekämpft und gesiegt hast und dass wir das annehmen dürfen. Danke, Jesus, für das Geschenk, das du für uns hast, für diese Gunst, die du über unser Leben legen möchtest. Amen. 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 Hey, ja, lass uns einfach unsere Dankbarkeit zeigen, die wir haben in Jesus. Vielleicht kannst du das einfach schnell in den Chat hineinschreiben und einfach sagen, du bist so dankbar für dieses Geschenk, Jesus, der uns wirklich in diese neue Segenslinie, in diese Gunstlinie hineingenommen hat. Und lass uns das einfach feiern und werden dann weiter ins Gebet hineingehen. Noah, nimm uns doch vielleicht einfach in den nächsten Punkt hinein. Ja. Hey, ich habe beim Lesen dieser Bibelstelle, habe ich gemerkt, dass es steht im Vers 5, von jenem Tag an segnete der Herr Potiphar um Josefs willen. Also der Herr segnete Potiphar um Josefs willen. Und 2 Verse vorher steht, dass Potiphar bemerkte, dass der Herr mit Josef war. Potiphar hat gesehen, dass der Herr mit Josef war, und dann hatte Josef bei Potiphar Gunst gefunden. Dann hatte Josef Gunst bei Gott, und durch diese Gunst bei Gott hatte Josef dann auch gesagt, Gott segne Potiphar, durch mich kann Potiphar auch Gunst erlangen, und der Herr hat Potiphar Gunst geschenkt. Und das ist so ein Zeugnis, dass wir wissen können, dass wenn wir Gunst haben in unserem Leben, dann können wir auch unser Umfeld beeinflussen. Wir dürfen diese Gunst nicht nur für uns und unser Leben und unsere Familie und unser Umfeld benutzen und haben dürfen, sondern wir dürfen sie auch verteilen, und wir dürfen Gott bitten, seine Gunst auch zu teilen. Und das ist so ein cooles Testament zu wer Gott ist, dass er Unglaubliches bewirken kann und dass er uns liebt und uns benutzen möchte. Lass uns doch als nächstes gerade für unser Umfeld beten. Es fängt ja immer an, dass Gott bei uns etwas beginnt, und das hat dann wie eine Strahlkraft sozusagen in unser Umfeld. Und wir haben jetzt, wenn du die letzte Woche mit dabei warst im Gebet, haben wir ja den Next Step Kreis gebetet, den wir in ICF haben. Glaube, Ressource, Familie, Beziehungen und auch Arbeit. Und ich möchte dich jetzt einfach fragen, in diesen 5 Bereichen vielleicht, wo gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du jetzt ganz konkret hineinbeten möchtest. Du darfst auch in den Chat hineinschreiben. Vielleicht merkst du, hey, ja, letzte Woche hat Gott dir nochmals ganz bewusst was
gehighlightet, wo er sagt, schau, einer dieser 5 Bereiche möchte ich einfach, dass du dieses Jahr nochmals neu hineingehst. Und ich möchte dich jetzt einfach einladen, du kannst es auch mit uns teilen, dass wir einfach sozusagen rückblickmäßig nochmals über diese 5 Bereiche beten, dass die Gunst Gottes genau in diese Bereiche hineinkommt. Für welchen Bereich willst du beten, Noah? Also, soll ich jetzt Von diesen anfangen? 5, ja. Ich sage mal Arbeit. Gut. Danke, Herr, dass du deine Gunst überschüttest bei uns in dem Bereich Arbeit. Dass du uns leitest, dass du uns schon dorthin geführt hast, wo du uns möchtest und dass wir einfach deine Gunst empfangen dürfen. Danke, dürfen wir in deine Fußstapfen treten und deinen Willen tun und auch in der Arbeit, dass du dort einfach deine Gunst ausgießen lässt, dass wir einen Segen sein dürfen, dass wir auch Segen erleben dürfen, dass uns Encounters passieren, dass Begegnungen passieren in der Arbeit, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, die einfach deine Hand, deine Unterschrift darin hat, die wir sehen können. Ich danke dir einfach für Überfluss, für offene Türen, die du uns schenken wirst in der Arbeit. Ich möchte gleich anhängen, für unsere Beziehungen beten, Jesus. Du warst ein Gott, der Beziehung gelebt hat, der die schönsten und besten Beziehungen gelebt hat. Und ich möchte jetzt einfach beten, dass du uns deine Augen schenkst, dein Herz schenkst, dass du uns deine Hände, deine Füße schenkst, dass da, wo wir Beziehungen leben zu unseren Familienmitgliedern, zu unseren Nächsten, zu unseren Freunden, Jesus, dass du uns einfach deinen Geist schenkst, deinen Geist, der uns total prägt und der die Menschen sehen lässt, dass wir Licht sind, dass du in uns bist, in uns lebst und dass du durch uns wirkst. Und ich danke dir jetzt einfach, vielleicht highlightest du jetzt genau in dieser Zeit gewisse Menschen, für die wir beten können, gewisse Menschen, wo wir merken, können wir nochmals was schreiben oder ihnen was zusenden. Ich danke dir einfach, dass unsere Gunst hinausstrahlt, bis hin in unsere Beziehungen, weil du in uns lebst. Und ich danke dir, Herr, für deine Gunst in unserer Gesundheit, dass wir merken dürfen, wie deine Gunst über unsere Gesundheit ist, über unseren Körper, über unsere Gedanken, unsere Psyche, unsere Herzen. Du siehst uns ganzheitlich, du siehst unsere Seele, du siehst, was wir denken und mit welchen Gedanken wir zu kämpfen haben. Und ich bitte dich einfach, Herr, dass du deine Gunst über uns fließen lässt, dass unsere Gedanken unter deinem Schutz ist, dass deine Gunst in unseren Gedanken sind, dass wir wissen dürfen, dass wir uns auf gute Gedanken konzentrieren dürfen, dass du gute Gedanken für uns hast, dass du Liebe und einen guten Plan für uns hast, dass wir wissen dürfen, dass unsere Körper dir gehören, dass unsere Körper auf der Erde nicht das sind, was sie im Himmel sein werden, sondern dass wir wissen dürfen, dass du einfach ganzheitliche Heilung für uns bereithältst, dass wir einfach das annehmen dürfen und dass deine Gunst über uns schwappt. Ich danke dir einfach, dass du Wunder vollbringst, dass wir Heilung erleben dürfen, dass wir einfach in dieser Gunst laufen dürfen. Ich danke dir, Herr, dass nichts unmöglich ist für dich, dass wir glauben dürfen, dass wir diese Heilung erlangen dürfen. Danke, Jesus. Ja, ich möchte für unseren Glauben beten. Jemand hat geschrieben, erweitere mein Gebiet. Und das möchte ich einfach beten, dass du unser Glaubensgebiet erweiterst, Jesus. Schenk uns einen großen Glauben, einen Glauben, der mehr sieht, als was wir im Physischen sehen. Du sagst, wir laufen im Glauben, nicht im Sehen. Ich danke dir, dass du uns einen so großen Glauben schenkst, Jesus, dass wir einfach sehen, wie Berge um uns einfach sich bewegen, Jesus. Und ich danke dir, Jesus, dass du ein Gott bist, der ist treu, da wo Leute glauben, schon lange beten, schon lange dran sind, Jesus, dass in diesem Jahr 2024 Durchbrüche passieren. Das möchte ich dir einfach zusprechen und mit dir gemeinsam mich eins machen im Gebet. Da wo Bereiche in deinem Leben vielleicht öde sind, kalt sind, tot sind, dass wir einfach Glaube nochmals neu hineinhängen können. In diesem Jahr 2024, dass
dass wir wissen, dass für unser Gott nichts möglich ist. Ja. Und ich danke dir, Jesus, dass du den Deckel lüpfst von unserem Glauben, da wo wir einen Deckel drauf getan haben, dass du alles lupfst. Und ich danke dir, Jesus, einfach dass wir nochmals neu deine Kraft in dem entdecken können. Ja, und ich danke dir, Jesus, dass wir Ressourcen haben dürfen, dass deine Gunst in unsere Ressourcen gehen dürfen, dass wir unsere Augen öffnen können, dass wir sehen, was für Ressourcen wir haben, dass du uns neue Ressourcen schenkst, dass wir wissen dürfen, wie wir weise und gut mit unseren Ressourcen umgehen dürfen, dass wir gute Verwalter sind von unseren Finanzen, von unserem Hab und Gut, von unseren Talenten und unseren Gaben, die du uns geschenkt hast. Und ich danke dir einfach für eine Vermehrung der Ressourcen, die wir haben. Du siehst, wie viele von uns vielleicht das Gefühl haben, dass wir zu wenig Ressourcen haben, dass wir zu wenig haben, dass wir in dieser Armut sind. Aber ich danke dir, Jesus, dass du uns diese Gunst schenkst, dass wir sehen dürfen, was wir haben, dass wir dann dort eine Dankbarkeit entwickeln können, aber dass wir auch eine Vermehrung haben, dass wir im Überfluss erhalten von dir, dass du uns schenkst, was wir brauchen, dass du uns gibst, was du einfach uns geben möchtest. Ich danke dir für diese Gunst in diesen Ressourcen, dass wir dort einen Frieden darüber haben dürfen, dass wir merken dürfen, was du uns geschenkt hast und dass wir das auch freizügig geben dürfen. Dass wir dort nicht eine Gier haben, sondern dass du dort uns einen großzügigen Geist schenkst. Ja, danke, Herr, schenkst du uns einen großzügigen Geist. Ja. Amen. Ich danke euch auch fürs Mitmachen. Ich habe gesehen, ihr seid da voll mit dabei und betet voll mit uns. Und ich glaube, das ist ja die Kraft. Wir machen es nicht alleine, sondern es ist gemeinsam mit euch, wo wir einfach sagen, hey, wir glauben, wir beten gemeinsam, wir glauben. Das möchten wir jetzt auch weiterhin in der restlichen Zeit machen, dass wir einfach gemeinsam uns da hineinlehnen. Yes. Im Psalm 1-3 steht: Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Und dort sehen wir genau diese Gnade und diese Gunst, die auf dieser Person ist. Und wir wollen auch diese Person sein. Wir wollen sehen, oder wir wollen nicht dem Weg der Sünder nachgehen. Wir wollen nicht uns mit Spöttern abgeben. Wir wollen mit Freude tun, was der Herr uns aufträgt. Und wir wollen über sein Gesetz Tag und Nacht denken und meditieren und das in unsere Herzen tätowieren. Und wir wollen wie dieser Baum, dieser fruchtbare Baum sein. Am Ufer ist er gewurzelt. Wir sind verwurzelt in Jesus, wir sind verwurzelt in seinem Geist, in seiner Liebe. Und wir wollen Frucht tragen, wir wollen großzügig sein mit diesen Sachen, mit diesen Gaben, wo Gott uns geschenkt hat. Und genau hier ist der ausschlagende Punkt bei der Gunst, ist, wenn wir den Willen des Herrn tun. Wenn wir nach seinem Herzen leben, gibt uns der Herr so viel Gunst im Überfluss. Und das ist einfach, das ist das Geheimnis, das ist dieser Punkt. Absolut. Und das ist das, was du sagst. Ich meine, Jesus hat den Weg eröffnet, damit wir nach seinem Willen leben können. Und jetzt eigentlich dieser Vers untermalt das Ganze, dass wenn wir eigentlich dahin kommen, wo das Leben ist, dann blühen wir auf. Und für das wollen wir jetzt einfach beten, dass der Heilige Geist einfach vielleicht Punkte in unserem Leben aufzeigt, wo wir noch gar nicht im Willen Gottes leben, sondern wo wir einfach ganz bewusst unseren eigenen Weg gehen, vielleicht im Willen von dir selber, im Willen von Paul, sage ich jetzt, in meinem Willen lebe. Und dann merke ich, wo ist die Kunst, wo ist da Gottes Führung? Aber es ist ja wahrscheinlich, weil ich in meinem Willen lebe und vielleicht hast du auch gewisse Dinge, die du ganz bewusst selber versuchst in die Hand zu nehmen, selber versuchst, deinen Weg zu gehen oder einfach Rat irgendwo anders suchst als bei Gott und im Wort Gottes. Und wir wollen jetzt einfach ein Gebet beten, dass Gott einfach aufdeckt. Ja. Und einfach da, wo Sünde in unserem Leben ist, das von Gott trennt, da wo
wo wir einfach merken, sind wir ganz weit weg von der Gunst Gottes, dass wir jetzt uns einfach schnell einen Moment nehmen. Lass uns doch vielleicht auch ein bisschen prophetisch hören. Vielleicht haben wir Eindrücke und wollen es einfach mit euch teilen. Und dann können wir auch da hinein beten. Jesus, ich danke dir jetzt für diese Zeit. Danke, überführst du, da wo du bist, auch Heiliger Geist. Danke, dürfen wir jetzt einfach hineingehen, da wo du aufdeckst. Ich habe wieder den Eindruck, dass so Erfahrungen oder Angst, enttäuscht zu werden, ein Hinderungsgrund ist, zum wirklich loszulassen und Gott zu vertrauen. Das ist ein Eindruck, den ich hatte, dass man wie merkt, okay, selber funktioniert es besser, als wenn ich zum Teil loslasse. Und doch irgendwie merkt man versündet sich, wenn man irgendwie Gott nicht machen lässt. Und ich möchte gleich für das hineinbeten. Vielleicht hast du andere Eindrücke, dann teile die mit uns. Und wir wollen gleich in diese Eindrücke hineinbeten. Und ich danke dir, Jesus, dass du jetzt einfach da bist. Einfach da bist. Ich stelle mir vor, so wie ich hier neben Noah sitzt du da neben all diesen Personen. Und dein Angesicht leuchtet. Es hat Freude an der Person und ich habe wieder den Eindruck und Gedanken, dass du dich jetzt einfach zu Jesus hinwenden kannst und ihn einfach anschauen darfst. Und ich habe jetzt einfach den Eindruck, dass Jesus sagt, hey, vertrau mir. Lass los da, wo du eigene Wege gegangen bist. Lass los da, wo Menschen dich enttäuscht haben. Ich will dich im 2024 neu führen, neu leiten. Den Weg zeigen, der zum Leben führt. Yes. Amen. Ja, und ich möchte für Angst beten. Angst hindert uns an vielen Stellen, Gott zu vertrauen. Und das ist nicht das, was Gott für uns möchte, weil er hat einen guten Plan für uns, er hat gute Gedanken für uns und er hat dich hier auf die Welt gebracht, weil er es gut meint mit dir und weil er einen guten Plan hat mit dir. Und du darfst auf das vertrauen, weil Gott ist der beste Vater, den wir jemals uns vorstellen können. Und ja, ich möchte einfach für das beten. Ja, danke Jesus, dass du der Sieger bist. Ja. Dass du der bist, dem wir vertrauen können. Dass du der bist, der uns liebt. Ich danke dir, Vater, dass du der bist, der uns hier in dieses Leben platziert hat. Mit dieser Familie, in diesem Umfeld. Und ich bitte dich einfach, schau in unsere Herzen. Du siehst, was uns Angst macht. Du siehst, wo wir Vertrauen verloren haben. Du siehst, wo wir nicht mehr uns wagen, auf diesen Weg zu gehen, auf diesen Weg zu steigen, wo du bist. Du siehst das, was uns hindert. Und ich bitte dich einfach, ersetz das. Ersetz das mit Frieden. Ersetz das mit Vertrauen. Ersetz das mit deiner Gunst. Ersetz das mit deiner Liebe, die unser Verständnis übersteigt. Ich bitte dich einfach, Herr, dass du uns wieder auf diesen Weg führst, der zu dir führt. Dass wir nicht Angst haben, deine Hand zu ergreifen und dort draufzusteigen. Dass wir nicht Angst haben, dass wir wieder verletzt werden. Dass wir nicht Angst haben, dass wir wieder umfallen. Weil es wird schwierig sein, es wird nicht der einfache Weg sein. Doch das Ziel, das ist das, für was wir es machen. So mit dir in der Ewigkeit sein. Wo keine Tränen mehr fließen, wo keine Körper mehr wehtun, wo alles Leid weg ist. Wir möchten das. Und du siehst diesen Schrei in vielen von unseren Herzen,
Vielleicht ist er auch schon stumm geworden. Vielleicht ist er heiser geworden, dieser Schrei unserer Herzen, weil wir schon lange schreien. Und ich danke dir, Jesus, einfach, dass du einen Weg machst. Auch wenn wir es nicht sehen, also auch wenn wir es nicht spüren. Du bereitest uns vor. Ja. Danke, Jesus. Amen. Ich danke auch da wieder fürs Mitmachen, dass das irgendwie, ja, einfach hier Bibelverse hineinschreibt. Amen, ja. Und auch den Glauben hat, dass Gott etwas bewirken wird. Und ich hatte jetzt auch den Eindruck, so, dass das Thema Vertrauen hat schon sehr fest auch mit der Gunst zu tun. Und ich weiß nicht, was deine Geschichte ist, vielleicht zu Vertrauenspersonen, zu Eltern, zu sonst Leute. Und ich möchte einfach beten, dass du wieder neu Vertrauen auch in Gott haben kannst. Weil ich möchte ganz kurz die eine kennen, meine Geschichte. Ich hatte nicht wirklich einen Vater zu Hause und ich hatte jetzt den Eindruck, dass es vielleicht genauso Leute gibt wie ich, wo keine Vaterfigur zu Hause hatten, keinen Vater, der gut war, der liebend war. Und das war wie meine Geschichte. Ich hatte nicht einen Vater zu Hause, der da war, der war immer in der Arbeit, der war weit weg. Und irgendwie kamen so Lügen in mein Leben, wo ich immer wieder dachte, hey, ja, ein guter Vater kann nicht gut sein, denn das habe ich in meinem Leben nicht gesehen, also sondern es kamen Lügen, dass ich auch selber nie ein guter Vater sein werde. Und ich merkte, ich musste selber aufräumen und mich an Gott festklammern, genau in diese Gunstlinie hineinkommen, genau in diese Segenslinie hineinkommen und durfte merken, wie Gott da sehr vieles lösen konnte, sehr vieles heilen konnte. Und heute darf ich Vater sein von 2 wunderbaren Töchtern und merke, Gott hat wirklich Gunst in meinem Leben in diesem Bereich. Und ich möchte ganz speziell für dich heute beten, wenn du merkst, deine Geschichte, deine Familiengeschichte, die ist kaputt, du hast keine gute Beziehung gehabt oder hast keine Beziehung zu deinem Vater, möchte ich einfach beten, dass die Gunst Gottes über dein Leben kommen darf und dass du einfach loslassen darfst. Jesus, ich danke dir jetzt einfach für all die Geschichten, die vielleicht das Leben geschrieben hat, die gefallene Schöpfung geschrieben hat, Jesus. Und ich danke dir, dass du genau in diese Geschichte hineinkommst und alles zum Besten drehst und alles zum Guten wendest. Und ich möchte auch aussprechen, dass das Jahr 2024 ein Jahr ist, wo du genau solche Geschichten zum Guten wendest, Jesus. Und Leute sich nochmals neu entscheiden, einfach in diese Segenslinie hineinzukommen, neu entscheiden, loszulassen, neu entscheiden, nochmals einem guten Vater zu vertrauen, der Gutes gibt. Und ich danke dir einfach, Jesus, dass heute Abend solche Entscheidungen getroffen werden können, Jesus. Dass Leute nicht Opfer sind von ihrer Situation, sondern dass sie einfach loslassen können und wissen, okay, ich lasse los, ich empfange von diesem guten himmlischen Vater und setze mich hinein in diese Gunstlinie. Ja. Yes. Ich habe so ein Bild gehabt, wo es ist ein langer Gang und links und rechts hat es ganz viele Türen gehabt und es sind so wie die Entscheidungen im Leben, die du machen kannst. Du kannst durch jede Türe gehen, es ist dir alles frei, aber dann habe ich mich gewundert, das ist ja eigentlich, also das Gefühl des Bildes hat mir nicht gegeben, dass es ein guter Weg ist oder dass das der Weg Gottes ist. Und dann hat sich das ganze Bild gedreht um 180 Grad und dann war so wie, du fällst aus diesem Gang raus, es dreht sich und dann war es wie ein strahlender, ein leuchtender Weg, der vorbereitet ist und es gibt keine Türen, du kannst runterfallen oder du kannst auf den Weg gehen und dieser Weg ist Gottes Weg und du kannst es immer wieder zurückflippen und wieder in deine alte Wege gehen und diese Tür aufmachen von sexueller Immoral oder diese Tür aufmachen von Lügen, diese Tür aufmachen von Bosheit, aber du kannst auch dich wieder flippen, dich wieder umdrehen und sagen, nein, ich will diesen schmalen Weg gehen, der aber zu Jesus führt. Und der Weg ist, ich habe es wie gesehen, es ist wie parallel zueinander. Aber was passiert bei Parallelen? Sie treffen sich nie. Unser Welt, wenn wir nach der Welt leben,
wird es nie zu dem Ziel führen, was Gott für uns bereithält. Nie. Und ja, ich möchte einfach für dieses Bild beten, weil ich glaube, es kann beängstigend sein, zu wissen, dass es aus nichts kommt nichts. Aber ich glaube, es ist auch sehr ermutigend, dass wir wissen dürfen, okay, ich kann das Bild flippen und ich darf auf Jesus Weg gehen und ich bin nicht alleine auf diesem Weg. Und er ist da, er ist immer da. Ja, danke Jesus für dieses Bild. Ich danke dir, dass ich einfach sehen darf, wo ich welche Tür aufmache. Ich danke dir, dass ich einfach dieses Bild sehen durfte und dieses Bild flippen darf. Ich möchte mein Leben nicht nach der Welt richten. Ich möchte mein Leben nicht nach der Welt richten, sondern ich möchte nach deinem Willen, nach deinem Herzen gehen. Ich möchte auf dem schmalen, schwierigen Weg gehen, der du für mich vorbereitet hast, der immer für mich da ist. Ich möchte wissen, dass meine Schritte diese Schritte sind, die du für mich vorbereitet hast. Ich möchte sehen, wie deine Pläne zustande kommen, weil ich in deinem Willen lebe. Ich möchte nach deinem Herzen gehen, Jesus. Und ich bitte dich einfach für jede einzelne Person, die Angst hat, das Bild zu flippen, die Perspektive zu flippen. Ich bitte dich, Herr, dass du einfach dort eingreifst und dort Ermutigung und Liebe schenkst, Vertrauen schenkst, diesen Gump zu machen und zu wissen, dass du dort bist, dass du sie auffängst, dass du schaust, dass sie nicht runterfallen, sondern du pflanzt sie an gute Ufer, ein fruchtbares Land und sie dürfen Früchte tragen. Wir dürfen Früchte tragen, wenn wir nach deinem Willen leben. Und ich bitte dich, Herr, einfach, dass wir umdrehen dürfen, dass wir umkehren dürfen und zu dir rennen dürfen. Ich danke dir, dass du deine Arme immer offen hast für deine Kinder. Dass du deine Kinder immer in deine Arme nehmen möchtest. Dass du für das verlorene Schaf gehst und es suchst und es mit nach Hause holst. Ja. Ich danke dir, dass wir immer nach Hause kehren dürfen. Ja, Jesus. Ich danke dir einfach, dass wir diese Erkenntnis empfangen dürfen und einfach sehen dürfen, was du mit uns bereit hast. Was du für uns bereit hast. Ich danke dir, Jesus. Ja. Wir haben jetzt gebetet, was für Dinge, die wir gedacht haben, die hinterlassen in uns so einen Mangel, und wir haben sie wie herausgenommen im Gebet. Und ich möchte jetzt wirklich, dass der Platz, der übrig geblieben ist, einfach mit Gutem füllen. Ja. Ich möchte jetzt einfach, dass wir nochmals uns Zeit nehmen und das Gute hineinbeten, dass wir einfach beten, dass der Heilige Geist uns einfach hilft, im kommenden Jahr einfach diesen Platz zu füllen und einzunehmen, und damit wir in seinem Willen leben können, damit wir tagtäglich einfach Gunst Gottes erleben dürfen. Und ich habe den Eindruck, dass wir einfach zuerst für die Zeit mit ihm beten sollen. Jesus, ich danke dir, dass die Zeit mit dir eine kraftvolle Zeit ist. Jeden Tag, wenn wir die Bibel aufschlagen oder ins Gebet gehen, im 1:1 mit dir, Jesus, dann danke ich dir einfach, dass es eine Zeit wird, die viel Frucht trägt. Dass es eine Zeit wird, die uns persönlich stärkt, die unseren Glauben baut. Und ich danke dir, Jesus, einfach, dass es ein Jahr sein darf, wo wir einfach nochmals neu die Tiefe und Erkenntnis von deinem Wort entdecken können. Schenk uns einen neuen Hunger für die Bibel. Schenk uns einen neuen Hunger für die Zeit mit dir. Ich danke dir, dass du uns einfach beflügelst in der Zeit, wo wir mit dir Zeit verbringen, dass es wie so frisch Verliebtheit einfach entsteht, wenn wir auch immer die Bibel aufschlagen oder im Gebet sind oder fasten und uns ganz bewusst entscheiden, mit dir Zeit zu verbringen. Ich danke dir, Jesus, dass einfach da eine Kraft darin ist. Im Epheser 1 steht: Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit den geistlichen Segen in himmlischer Welt reich beschenkt hat. Ja. Aus Liebe hat Gott uns schon von der Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Epheser 1, 3-5 kannst du auch aufschlagen, wo es einfach steht, schon von Anfang an war es Gottes Wunsch,
dass wir als seine Kinder reich beschenkt werden mit allen geistlichen Segen. Und das ist doch eine gute Message, die wir auch heute mitnehmen dürfen. Gott beschenkt dich und mich mit allen geistlichen Segen. Er beschenkt uns. Er liebt es, uns zu beschenken. Und lass uns jetzt einfach in die Erwartungshaltung gehen, wo wir einfach sagen, Gott, was hast du bereit für mich? Von deinen geistlichen Segen. Was hast du bereit? Vielleicht an Geistesgaben, an Geistesfrüchten, vielleicht am Übernatürlichen. Was hast du bereit? Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt einfach da bist und einfach zu uns sprichst. Danke, schenkst du jetzt einen großen Glauben. Danke, kommst du mit der Gabe der Weisheit. Danke, kommst du mit der Gabe der Prophetie, Geistesunterscheidung, Zungenrede, Auslegung der Zungenrede. Danke, kommst du mit der Kraft zu beten und zu heilen, Wunder zu wirken. Ich danke dir, dass wir einfach empfangen dürfen von dir, Heiliger Geist. Danke, dass deine Stimme jetzt einfach spricht, anwesend ist, gegenwärtig ist. Danke, dürfen wir empfangen. Ich muss sagen, ich fühle mich gerade gut. Ja. Ich fühle mich gerade, als hätte ich ein Geschenk ausgepackt. Also als wäre jetzt wirklich so die Kraft Gottes einfach da gewesen. Wenn es dir auch so geht, dann schreib doch rein und gib uns ein kurzes Feedback. Einfach so, was denkst du, hat der Heilige Geist jetzt getan, gesprochen? Vielleicht hast du auch für jemanden noch einen Bibelvers, ein Wort, das du weitergeben willst. Dann lass es uns doch noch schnell teilen. Also ich habe wirklich diesen Frieden und diese Liebe gespürt und einfach auch dieses so, jetzt habe ich das Wort wieder vergessen, dass wir zuversichtlich zu Gott gehen dürfen und auch diese Zuversicht haben dürfen in unserem Leben und in diesen Bereichen, dass uns Gott einfach ermutigen möchte. Es wird gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht vorbei. Amen. Amen. Hey, wir wollen jetzt einfach gerne nochmals für dich beten. Einfach, dass die Gunst Gottes mit dir ist in diesem Jahr und dass du einfach in allen Lebensbereichen einfach erleben kannst, wie du in dieser Segenslinie Gottes einfach laufen darfst und einfach erleben darfst, dass wenn du immer wieder auch vielleicht zurückkommst in die Segenslinie, dass du einfach erleben darfst, wie einfach Gott, der himmlische Vater, einfach da ist und einfach ein guter Vater ist. Ja. Und
Möchtest du uns kurz hineinbeten, so für dieses Jahr, dass die Gunst Gottes wirklich, wirklich da ist? Yes. Ja, danke, Herr, dass du da bist, dass du in unser Jahr mit uns gestartet bist. Danke für diese Gebete, die in den letzten Tagen gesprochen wurde. Danke, dass du unsere Gebete und die Gebete unseres Herzens auch hörst. Ich danke dir, dass dieses Jahr 2024 einfach mit Durchbrüchen, mit Heilungen, mit Zuversicht, mit Liebe Jesus, gefüllt sein darf. Dass deine Gunst auf unserem Leben ist, dass deine Gunst auf dem Jahr 2024 ist, dass es das beste Jahr darf sein, das wir erleben könnten. Dass du einfach den Plan, den du hast für uns dieses Jahr, dass du den zustande bringst. Dass wir sehen dürfen, was du für Wunder in unserem Leben machen möchtest, dass du deine Gunst ausschüttest über unseres 2024. Ich danke dir für diese Sachen, die du uns brauchen möchtest, dass wir uns einfach dir zur Verfügung stellen, dass wir dir dienen dürfen, dass wir dein Königreich bauen dürfen. Ich danke dir, dass du uns aus unseren Löchern rausholst, dass du uns heraushebst aus den Gruben, die wir uns selber gebaut haben oder andere Menschen uns gebaut haben. Ich danke dir, dass du uns aufhebst und uns umarmst und uns mit Liebe überschüttest in diesem 2024. Dass wir nicht verloren gehen, sondern dass wir gefunden sein dürfen. Dass wir wissen, wo wir stehen und wer wir sind und was du für uns bereithältst. Dass wir deine Kinder sein dürfen und dass wir in dieser Segenslinie, in dieser Geburtslinie sein dürfen in dir, deiner Jesus. Dass wir deine Gunst haben dürfen, dass wir dein Erbe haben dürfen, dass wir deinen Segen haben dürfen. Ja, ich danke dir, dass du uns das schenkst, mit einem großzügigen Herzen. Yes. Amen. 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 Hey, ja, jemand hat geschrieben, Amen, 2024, unser Jahr. Lass uns wirklich mit diesem Glauben in dieses Jahr hineingehen, dass 2024 ein Jahr ist, wo wir wirklich Jesus nochmals wirklich neu kennenlernen dürfen und wirklich die Tiefe von seiner Gunst erleben dürfen. Hey, noch zwei Ansagen. Ja. Und zwar gleich danach um 8 Uhr gibt es ICF Youth. Samstagabend, ich weiß nicht, vielleicht hast du schon mal reingeschaltet, vielleicht nicht. Dann kannst du gleich, ich glaube, jemand schreibt dir den Channel hinein, den Link vom Channel, oder du gibst auf YouTube ein ICF Youth. Wir starten da und gehen weiter in den Josef-Serie. Gehen wir da weiter, wo wir einfach gemeinsam als ICF einfach da drin sind. Und bei den jungen Menschen geht es um Berufung. Wir wollen wirklich das Thema von Josef im Blickwinkel von Berufung anschauen. Da bist du herzlich eingeladen, auch hineinzuschalten. Und dann noch das Buch. Das Buch. Wenn du das Buch noch nicht hast, dann will ich es dir einfach empfehlen. Das Buch brauchen wir jetzt einfach die nächsten Wochen, sei es in der Small Group Zeit, im Gebet, am Sonntag, wo wir einfach Schritt für Schritt hineingehen in die Geschichte von Josef und die Schätze da hinausnehmen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Hoffentlich sehen wir uns in der ICF Youth noch wieder, oder ihr seht Paul dann wieder. Und ja, ich segne euch im Namen von Jesus, dass ihr einfach ein wunderbares Wochenende haben dürft. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Ciao, ciao.